wir wissen ja manchmal auch nicht mal, wo wir morgen spielen. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir es nicht irgendwie schätzen und es ernst nehmen. Das ist einfach... Wir sind einfach schlecht in Geografie. Das auch. Und das ist vielleicht der eine Tipp, den ich geben kann, dass Leute, die sagen, Fälle auf der Bühne sind irgendwie, dass das nicht passieren darf, finde ich, ist einfach falsch. Weil das gibt irgendwie einen gewissen Entspannungs- und Spassfaktor auch fürs Publikum und ist wie so mit dem spielen können. Einmal haben wir eine Show gespielt, wo niemand gekommen ist. Oh, geil. Willkommen bei Helvetica, der Sendung über Musik aus der Schweiz. Ich bin Adrian Hünike und in jeder Ausgabe rede ich mit einem Gast aus der Musikszene von da. Musikerinnen, Veranstalterinnen, Labelleute, Journalistinnen, Menschen, die etwas zu sagen haben. Was uns verbindet, ist eine Frage, die uns durch die nächste Stunde begleitet. Kein klassisches Interview, sondern ein Gespräch auf Augenhöhe. Direkt, ehrlich und neugierig. Schön, bist du dabei. Heute sind gerade zwei Gäste bei mir im Studio. Danissa und Hanna, besser bekannt als Ikan Hiu. Sie sind eine Band, aber eigentlich mehr wie ein Sonic Brodel-Labor. Es ist Trap, Rock, Elektropop und vor allem eine riesige Bühnenenergie hoch 2. Es gibt nur wenige Acts in der Schweizer Musikszene, die so kompromisslos ihre eigene Soundwelt gebaut haben. Und noch weniger, die das so tight und mit so viel Humor machen. Ich freue mich riesig, dass sie sich Zeit genommen haben und heute da bei mir sind. Willkommen Anissa, willkommen Hanna. Schön, sind wir alle da. Und schön, haben die es da angeschafft. Ihr sind ja recht viel unterwegs. Ja, wir haben dazu gar Zeit nehmen, dass ihr da angefunden habt. Es hat ausnahmsweise eine Lücke gegeben im Kalender. Und also wir haben ja schon ein bisschen versucht, das Datum zu finden. Und du hast ja mal, glaube ich, für den März gefragt. Das ist überhaupt nicht gegangen. April ist auch nicht gegangen. Und 2 Monate später, also jetzt... Nein, stimmt nicht, wir haben noch nicht Mai. Nein, wir sind haben wir im im April? Haben wir April? Ja. Okay, also 1 Monat später haben wir es dann geschafft. Ja gut, eben, das ist ja noch human. Aber eben, ihr spielt recht viel live. So, wie viele Gigs habt ihr denn das Jahr geplant oder schon gespielt? So? Gute Frage. Die Hanna tut sich gerade die Stirn langen. In Zahlen ist immer so schwierig, aber wir haben jetzt... Auf der Tour haben wir 8 Shows gehabt, 6 Shows in Deutschland und dann 5 in der Schweiz. Und jetzt kommen noch Festival-Sommer, das sind noch nicht alle draussen, aber die jetzt gerade auf dem Plakat sind irgendwie 10 und es kommen nochmal irgendwie 10 dazu. Aber wir haben den Überblick in Zahlen eigentlich nicht. Okay, könnt ihr am Ende des Jahres ein Fazit ziehen. Genau. Ich muss schon mal vorweg schicken, ich schäme mich fast. Ich habe euch leider noch nie richtig live gesehen. Ich habe mal im Sender gesehen, aber so ein richtiges Live-Konzert von euch habe ich noch nie gesehen. Muss ich unbedingt mal nachholen. Ich glaube, gleich ist mal in Winti ein Konzert von euch, wo ich vorbeikommen könnte. Muss ich unbedingt mal machen. Weil eben, das ist schon etwas bei euch, wo recht krass überkommt, wenn ihr live spielt oder so. Und die Energie, die ihr auf die Bühne bringt, wie macht ihr das? Habt ihr irgendwie einen Switch, den ihr umschaltet, bevor ihr auf die Bühne geht? Oder wie kommt dann plötzlich die Energie zustande, wenn ihr auf einer Bühne seid? Ich meine, wenn ihr jetzt beide so da sitzen, sind ihr, glaube ich, 2 relativ ruhige Frauen. Aber was passiert denn, wenn ihr auf die Bühne geht? Es ist jetzt auch spannend, dass du den Vergleich ziehst. Ich bin jetzt zum Beispiel viel nervöser vor einem Podcast-Interview als vor einem Gig-Spielen. Okay. Weil das ist echt... Konzertbühnen, das ist einfach unsere Welt, wo wir echt schon wir haben hure viel gespielt, wir haben mega viel ausprobiert und haben wie den Space von Ikan Hiu für eine Bühne voll zu unserem gemacht und darum ist es echt so natürlich und es ist eigentlich nicht wirklich ein Switch jetzt für mich unbedingt, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber bei mir ist es eigentlich wie so mehr in mich hinein abhocken und von irgendwo die Power rauszugeben. Aber es fühlt sich mega natürlich an. Es ist schon auch nicht immer gleich. Also jetzt ist halt noch fast morgen, noch nicht so lange wach. Wir haben gestern noch in Genf gespielt. 2, aber es ist morgen. Ja, es fühlt sich an wie morgen. Und Konzerte sind natürlich nach einem Prozess, wo du irgendwie mal ankommst, dann machst du Soundcheck, dann tust du noch etwas essen und das ist fast ein bisschen wie
ein Prozess, der einem auch bereit macht für das Konzert. Bei mir ist der Switch, den ich brauche, ist so ein bisschen andere Kleider anlegen, vielleicht ein bisschen schminken oder etwas, um sich mehr auf der Bühne zu fühlen als einfach sonst im Alltag, weil das Musik machen an sich ist wirklich so, wir sind das Zweite, wir sind mega viel das Zweite unterwegs, auch sonst. Und es ist wie eben ganz etwas Normales eigentlich fast. Aber man kann auch sagen, es gibt auch Konzerte, wo jetzt die Energie nicht führen kommt, wo es dann recht anstrengend macht, um ein Konzert zu spielen. Ist auch mit dem Publikum, kommt das sehr darauf an, wie das Publikum ist. Wir hatten letzte Show, wo das Publikum gar keine Resonanz gegeben hat und das war ganz, ganz anstrengend gewesen. Und dafür letzte einmal ein Konzert, wo ich eigentlich dachte, ich schaffe es nicht energetisch und dann ist das Publikum einfach sofort da gewesen und der Gig war noch so geil gewesen, weil es einfach ein Zwischenspiel zwischen der Bühne und dem Publikum ist. Also wenn das so antust, das hört man recht oft von Artists und von Bands, dass es für sie einfacher ist, vor einem riesen Publikum zu spielen, dass es irgendwie in einem Stadion ist es fast einfacher als vor einem kleinen Publikum, wo man so die Leute sehen. Wie ist da eure Erfahrung? Ich glaube, da sind wir auch mega unterschiedlich. Habe ich jetzt das Gefühl, für mich kommt es nicht wirklich darauf an. Für mich ist es wirklich einfach die Energie im Raum. Und die kann mega geil sein, wenn du irgendwie 30 Leute hast. Und mega scheiße, wenn du 500 Leute hast. Ja, für mich geht es schlussendlich einfach um das. Und manchmal langen wie so 2 Leute, die irgendwie geben. Und das strahlt dann aufs ganze Publikum aus, wenn es auch nur 30 Leute sind. Und dann ist es für mich eigentlich mega ein geiler Gig. Mhm. Ich habe schon mal gehört, aber ich habe bei mir von DJs, die empfehlen, man soll dann eigentlich jemanden anschauen im Publikum und dann eigentlich den ganzen Abend für den spielen. Haben ihr das auch irgendwie die Erfahrung, dass du wie jemanden rauspickst aus dem Publikum und dann eigentlich für das Konzert gehst? Ich glaube, das passiert sogar automatisch. Wir haben bei dem einen Konzert, wo das Publikum sehr schwierig war, haben wir eine Person gehabt, die immer am Grinsen war in der Mitte des Raums. Und wir haben beide nachher gesagt, das war unser Ankerpunkt gewesen, so. Was einem auch mega viel zurückgeben kann. Aber wenn die Masse, also wenn es natürlich mehr Leute sind, oder wenn, also es kommt auch wieder mega darauf an. Es braucht die Person manchmal braucht sie nicht. Manchmal hast du mehrere Personen. Manchmal siehst du das Publikum gar nicht. Ich finde es mit der Nervosität, ein Konzert spielen, ist mir aufgefallen, bin ich viel nervöser, wenn ich Leute kenne. Wenn ich weiss, zum Beispiel meine Eltern kommen schauen oder Freunde, und dann bin ich mega nervös. Und wenn man irgendwo in Deutschland spielt, wo man niemanden kennt, dann ist es wie so, ja, ist es irgendwie viel mehr, wir machen einfach unser Ding, und bei den anderen ist es wie so, was denken sie echt nachher darüber? Ja. Ein Unterschied ist vielleicht noch, den ich jetzt zum Beispiel bei der Show in Zürich gemerkt habe nachher, weil die Show ist zum Spielen für mich auch mega geil gewesen. Und wenn es so eine Resonanz gibt mit so einem grossen Publikum, passiert irgendwie mehr im Körper, und der Nachklang ist irgendwie jetzt bei diesem Konzert viel länger gewesen. Ich glaube, während dem Konzert ist es wirklich anders, aber das ist vielleicht noch ein Unterschied. Du meinst für die Menge von der Größe vom Publikum? Voll. Wenn du jetzt irgendwie ein mega geiles Publikum hast, das vielleicht aus 30 Leuten besteht, verglichen mit einem mega geilen Publikum, das aus 500 Leuten besteht, hast du wie so, ja, glaube wie andere Energiemenge, positive, die dann irgendwie ein bisschen länger nachklingt. Mhm. Und auf das eine Frage, wie ist denn das, ich habe vorhin gesagt, es ist schon nicht so schwierig, den Switch umzuschalten, irgendwie, wenn wir auf die Bühne gehen, wie ist es denn nach dem Konzert oben runterzukommen, oder? Das ist ja, glaube ich, auch noch schwierig, wenn man so hyped up ist und nachher sollte eigentlich heimgehen schlafen oder so, oder ins Hotel sollte schlafen. Wie ist denn das meinst du für euch? Ich glaube, da sind wir auch mega unterschiedlich. Tanna ist jetzt zum Beispiel die noch eher an den Merch-Stand geht, und ich kann es dann einmal überhaupt nicht handeln, nachher mit Leuten zu reden und ja, wie so viele verschiedene Leute in kurzen Zeitabständen mit so punktuellen Fragen. Dann gibt es bei mir gerade einen Shutdown, und darum bleibe ich meistens daheim, kümmere mich um Social Media, und das ist dann so ein mies runtergekommen. Aber Schlafen ist bei mir echt zum Glück so lange nie ein Problem gewesen bis jetzt. Also ich habe es schon gemerkt,
dass also Merchstand ist keins abgekommen, definitiv nicht. Und wir sind auch letztens irgendwie mal es war zwar eine Zeitumstellung, darum am 5 Uhr daheim gsi oder am 4 Uhr daheim gsi und ich habe nicht können schlafen. Ich habe irgendwie bis um 5 Uhr bin noch wach gewesen und habe einfach, ich merke schon, es braucht amigs mega viel, dass man dann wieder schlafen kann. Einfach weil ich bin einfach wach plötzlich, aber nicht schlecht eigentlich. Für den nächsten Morgen ein bisschen schlecht, aber wenn wir unterwegs sind im Hotel, geht es eigentlich einfacher, weil man dann ich glaube, weniger noch müssen Auto fahren. Und wenn man dann direkt vom Konzert, dann habe ich die Müdigkeit immer noch, oder die Energie, wo mir ein bisschen fehlt. Und dann kann ich eigentlich besser schlafen. Ich glaube, was bei mir einen mega grossen Unterschied macht, ist, ob ich Alkohol trinke oder nicht. Wenn ich gar keinen Alkohol trinke, dann merke ich den Punkt, wo wie so das Adrenalin sich setzt und dann macht es so wusch. Und dann bin ich müde und kann sofort einschlafen. Und mit Alkohol passiert das wie nicht. Also den Alkohol trinkst du dann nach dem Konzert oder schon vorher? Oder? Wenn ich trinke, es ist immer seltener. Ja, je nachdem. Manchmal vorher ein Glas Wein, auf der Bühne vielleicht etwas. Aber ich habe jetzt auf der Deutschland-Tour zum Beispiel echt 0 getrunken. Und das hilft schon. Also echt so für zum Runterkommen für mich. Ja, eben, das habe ich auch gelesen, dass ihr irgendwie gemerkt habt beim Touren, es könnte, weil es ein bisschen anstrengend ist alles und so, dass vielleicht ein bisschen weniger Alkohol trinken könnte helfen, oder dass man dann ein bisschen, ja eben, weniger Katers und Hangovers hat oder so und vielleicht ein bisschen entspannter ist, aber eben viele machen das natürlich einfach eben um die Nervosität, um den ganzen Stress irgendwie mit dem zu copen, trinken sie Alkohol oder nehmen Drogen, oder würde ich jetzt mal sagen? Ja, verstehe ich auch mega fest. Bei mir ist das wie irgendwann so gewesen, hey, es schiesst mich an, wenn ich will das noch so lange machen, wie ich kann. Und dann schiesst es mich an, wenn ich irgendwie eine Substanz brauche, dass es überhaupt geht. Ja klar, das ist verständlich. Aber umgekehrt ist natürlich auch verständlich, die es machen, oder? Will ich jetzt mal Voll, sagen, also. mega fest, Ja. mega fest. Ja, und sonst, was sind das noch andere Rituale, jetzt eben abgesehen von Alkohol, die ihr könnt brauchen, um irgendwie in die Stimmung zu kommen und um Energie zu haben für euch? Ich glaube, es ist mega wichtig, dass man ist ja immer mit einer Gruppe unterwegs. Wir sind ja nicht nur das Zweite. Und es ist irgendwie mega wichtig, dass man als Team funktioniert, dass man irgendwie das Gruppengefühl hat, dass man merkt, gerade weil es eine mega stressige Situation ist, meistens an einem Gig, dass man irgendwie zusammenhebt und dass es irgendwie, dass die Leute Spass haben. Und ich glaube, bei dir ist es auch noch recht cool. Tanna stellt sich dann nochmal auch das Licht vor, wenn es nicht rum ist. Also für den Kontext, wir haben gestern in Genf im Radio Vostok eine Show gespielt, ohne Licht. Mhm. Und weil wir das schon mega lange nicht mehr gemacht haben, hat sich Tanna einfach so, du hast gestern gesagt, du weißt eigentlich genau, was lichtmäßig passiert. Mhm. Und an normalen, in Anführungsstrich, Konzert connecten wir auch mega mit dem Jan am Licht oder mit dem Seven oder mit dem Rudi am Ton. Und so ist es irgendwie wie, ja, so vielleicht wie ein bisschen das Gerüst. Ja, die kommen, ihr habt einen Lichtmensch, der einmal mitkommt, das habe ich nicht gewusst. Der ist eigentlich einmal mit euch dabei auf der Tour, oder? Ja, er ist eigentlich das 3. Bandmitglied geworden. Okay, ja. So ein bisschen. Und macht irgendwie also auf der Lichtebene macht mega viele Hits und lustige Sachen mit. Und wenn ein Fehler passiert auf unserer Seite, schaut er böse, weil das Licht halt mitgeht und also umgekehrt. Verarschen nachher. Weil er weiss, da kommt ein Teil, wo er müsste Strobo machen und manchmal spiele ich dann das Sample nicht. Und ich glaube, die Leute checken das auch gar nicht, aber es ist mega lustig. Was würdet ihr zum Beispiel einer anderen Band empfehlen, auf was es mit achten, wenn sie eine gute Bühnenpräsenz oder eine gute Live-Show abliefern wollen? Klar, ich meine, es hängt natürlich auch ein bisschen von der Musik ab, so, aber auf was muss man denn so ein bisschen achten oder auf was achtet ihr? Es kommt da mega darauf an, was du als Person im Publikum willst. Ich persönlich, wenn ich eine Show schaue, mir ist mega wichtig, oder mich catcht es mega, wenn Musikerinnen auf der Bühne miteinander connected und wenn du spürst, dass sie Spass haben. Wenn du auch merkst, dass
dass nicht jede Show gleich ist. So das Abrasseln von Songs mit Backing-Tracks, wo immer genau gleich ist, kann eine geile Show sein, aber mich catcht es nicht, weil du merkst, sie machen irgendwie die Musik nicht im Moment, habe ich das Gefühl. Und ich liebe es, wenn Fehler passieren. Und das ist vielleicht der eine Tipp, den ich geben kann, dass Leute, die sagen, Fehler auf der Bühne sind irgendwie, dass das nicht passieren darf, finde ich, ist einfach falsch, weil das gibt irgendwie einen gewissen Entspannungs- und Spassfaktor auch fürs Publikum und ist wie so mit dem ein bisschen spielen können. Wir waren ja erst gerade an einem Konzert im Kiff von Say Yes Dog. Und dort hat es auch so einen Moment gegeben, wo, ich glaube, sie haben vorne gerade eine Orchestershow gespielt und haben schon lange die Songs nicht mehr ohne Orchester probiert. Der Drummer hat dann seinen Shaker irgendwie vergessen und hat dann, ich weiß nicht, wie man dem sagt. So einen Schellenstab. Ja, eigentlich wie ein Schellenkranz, aber in einer anderen Form. Und hat dann versucht, mit dem den Song zu spielen. Und es war einfach so lustig gewesen. Und so laut. Am Anfang war er voll off und nachher hat er es dann irgendwann gefunden. Aber es ist ja so, wie die Band reagiert hat. Es ist wie so, ja, es hat es irgendwie lebendig und im Moment geholt und lebendig gemacht. Und ja, oder dass man ein bisschen das Gefühl hat, die Band spielt da jetzt extra für einen da, oder? Dass es nicht im Moment passiert, wie mal die Rolling Stones, die in Zürich waren und Mick Jagger gesagt hat, «Welcome Milano», dann fühlst du dich auch ein bisschen, also Gott, musst jetzt sagen, bei ihnen okay, wenn sie so viele Konzerte gespielt haben, aber irgendwie fühlst du dich auch ein bisschen verarscht im Publikum und denkst, okay, dann spielt es jetzt keine Rolle, wer da ist. ja. Und du würdest natürlich im Publikum schon das Gefühl, hey, die spielen jetzt wirklich für uns, oder? Ich glaube, bei einer gewissen Größe ist es natürlich nicht mehr möglich. Ja, ist, wieso passiert das automatisch? Hey, ich frage mich aber manchmal schon auch so, wann passiert mir das, dass ich einen falschen Namen sage. Ich habe das Gefühl, es passiert noch schnell. Ich meine, wir wissen ja manchmal auch nicht mal, wo wir morgen spielen. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir es nicht irgendwie schätzen und es ernst nehmen. Das ist einfach... Wir sind einfach schlecht in Geografie. Das auch. Aber es ist echt viel. Ja, aber ich meine, das muss ja nicht unbedingt schlimm sein, wenn trotzdem die Show ja dann irgendwie persönlich überkommt. Weil eben, ob jetzt irgendwo in dieser Kleinstadt oder in dieser Kleinstadt spielst, der Name von der Ortschaft spielt dann nicht so eine Rolle, sondern vielleicht, eben, wie ich jetzt vorhin gesagt habe, auf das Publikum eingehen und vielleicht auch eben für jemanden im Publikum spielen oder die Energie aufnehmen oder so. Und ob das jetzt die Stadt A oder Stadt B ist, spielt einfach nicht so eine Rolle. Ja. Ja, so, vor allem ist es meistens, wenn man auf Tour ist, hat man gar nicht wirklich Zeit, die Stadt anzuschauen. Leider. Ausser den Off-Days. Ja, ich finde es zum Beispiel auch ein bisschen fast so, wenn die Leute Zeit gehabt haben und nachher sagen, ja, aber Zurich ist, wenn sie jetzt in Zürich spielen, Zurich ist wonderful, bla bla, dann interessiert mich das eigentlich auch nicht so. Ich finde das fast ein bisschen, nicht gerade phony, aber irgendwie finde ich so, ja, okay, das sagst du jetzt einfach so. Eben, es ist dann schon irgendetwas, wo man gar nicht so kann, wirklich in Wort fassen, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt wirklich, der spielt jetzt wirklich für uns, oder? Ich finde auch cool, wenn es auf die Landessprache irgendwie ein paar Wörter gelernt hat. Hat sogar Taylor Swift hat etwas auf Schweizerdeutsch gesagt. Und es zeigt, wie so ein bisschen, man gibt sich Mühe, ja, man interessiert sich irgendwie für wo man ist, auch wenn man gar nicht von Zürich gesehen hat. Das ist ja, also kann man ja nicht erwarten. Ja, genau. Wie tun ihr euch vorbereiten für eure Bühnenshows? Ich habe mal gelesen, ihr habt fast so eine Choreografie, die ihr einübt. Also wenn ihr probt, wie muss man sich das vorstellen? Ja, also ich glaube, bei uns ist es wirklich von Song zu Song sehr unterschiedlich, weil wir haben nicht feste Instrumente zugewiesen zu einer Person, die immer gleich bleiben. Wir haben ja recht ein spezielles Setup. Manchmal spiele ich Bass und Gitarre gleichzeitig, manchmal spielt Hanna Bass und Drums gleichzeitig. Und je nachdem, wie schwierig die Songs sind, bei dir ist das jetzt mehr so, Hanna, dass es wirklich so eingestudierte Choreos sind im Sinne von, okay, zuerst muss ich den Fuß drücken, dann, nachdem ich aufs Drumpad geschlagen habe, ist der nächste Schlag auf den Moog, so, dass es wie so recht technisch einstudiert wird. Aber es gibt auch andere Songs, wo man mega viel Raum für Impro haben und Teile länger ziehen können, je nachdem. Oder kürzer machen.
Aber überlegt ihr noch vielleicht irgendwelche Moves oder so weiter? Oder, Früher haben wir das gemacht. Aber es ist schon mehr Choreografie ist schon mehr gemeint auf den Körper, wo muss der Arm mit diesen Fingern macht das und das ist eigentlich so gemeint. Ja. Und bei diesen Songs, wo wir mehr Platz haben, also wir haben zum Beispiel eben das Zebra, haben wir mal so Headbang Performance gehabt, aber es hat nachher immer weiter. Wir haben natürlich nie aufgewärmt und dann haben wir einfach immer Muskelkater im Hals. Und dann gibt es aber auch Teile, wo wir nicht, also wir sind teils auch recht stationär, weil halt irgendwie das Zeug steht halt auf der Bühne und ich kann fast nie weg von dem Ort mit Schlagzeug. Nisi hat da mehr Mobilität mit der Gitarre und dann in diesen Teilen, wo man nicht mega gebunden ist, kann man mal irgendwie auch ins Publikum oder führen. Und ich habe wie so 2 Stellen im Moment im Set, wo das möglich ist. Einmal will ich einfach quasi den ganzen Song, den ich vorher gespielt habe, einfach als One-Shot laufen lassen. Und das zweite Mal, wo wir nur Gitti-Gesang haben. Der Circle Pit Teil, den kann ich noch nicht so gut. Wenn ich ihn genug gut kann, gehe ich dann auch in die Menge. Okay. Den muss ich noch ein bisschen üben. Und das fällt mir jetzt gerade so ein bisschen, was würdet ihr machen, wenn jetzt ihr unlimitierte Mittel hättet? Also du meinst mehr Arme? Nein, mehr Geld, sagen wir Ich kann mir auch mehr Arme vorstellen. Ja, okay, vielleicht ist es das. Aber ich hätte mir gemeint, so, würdet ihr noch Büro einsetzen oder würdet ihr noch mehr Bühnenelemente einsetzen oder würde euch schon in so eine Richtung gehen oder bleibt es so bei dem ein bisschen minimalistischen Power-Setup? Wir haben gestern gerade im Auto, oder vorgestern, irgendwann im Auto haben wir gerade darüber geredet, so ja, es wäre irgendwie schon noch geil, mal mit einer Band zu spielen, also dass es irgendwie grösser wird, aber das Set wäre dann das Balladenset, wo vielleicht so vor einem Power-Set würde kommen und dann würden alle wieder von der Bühne und dann gibt es ein Icon Power-Set. Mit so ein bisschen Büro, Ja, weiss nicht. Büro bin ich nicht so sicher. Ich finde es zu Preset-mässig. Weil alle Sachen, die wir auf der Bühne haben, so visuell, ist alles handgemacht und selber designt und Pyro ist einfach, so sieht es aus. Ich glaube, das stört mich auch ein bisschen daran. Wenn sie irgendwie Pyro und dann kommen so kleine Haifische raus oder so. Oder Katzen. Oder, ja, von mir aus. Okay. Stimmt, aber keine Ahnung, ich glaube, wir kennen uns auch gar noch nicht so aus mit Büro. Vielleicht kann man das ja selber designen. Und du musst halt eine spezielle Ausbildung haben, dass du das überhaupt darfst, abführen als Lichttechniker. Und bist Kollege von unserem Lichttechniker, macht jetzt dann, oder hat glaube schon so einen Kurs gemacht, Grundkurs zum Können Pyros, einfach falls man mal Bock haben. Und ich glaube, so als einmalige Sache wäre es sicher mega nice. Aber es muss nicht immer sein. Also, was findest denn du zu Pyro? Ich weiß es gar nicht so. Ich meine, es ist auch beides ein bisschen so seine Reiz, oder? Ich finde so ein Setup wie nie, wie zum Beispiel, erinnert mich manchmal auch so ein bisschen White Stripes, hat das auch so ein bisschen gehabt, oder? Ich meine, das ist wirklich einfach so minimalistisch, pur irgendwie und das hat ja eine extreme Energie und dann so riesen Bühnenshows, wie zum Beispiel früher in den 80er Jahren oder 90er Jahren der Prince mit mehreren Ebenen und da kommt noch dort noch etwas oben runter und das ist echt lustig, aber das ist mir fast ein bisschen zu musical-mässig dann, so, da muss man aufpassen, dass es dann nicht zu musical-mässig wird, oder? Das ist, ich glaube, ist fast schwieriger, dann so etwas wirklich gut zu machen, dass es dann nicht irgendwie in so das Theaterhafte abdriftet. Also wenn wir eigentlich tatsächlich mal eine Idee hatten, wenn mehr Budget rum ist, also Nightliner ist sicher mal mega nice, und dann haben wir noch Leute, die uns helfen beim Aufbauen und dann hätten wir vielleicht noch ein bisschen weiter oben auf einer Rise eine Schlagzeugstation mit Full Drumset und dort oben noch irgendeine Synthi-Burg und dann können wir so ein bisschen, dass man mehrere Stationen können haben, nicht nur eine, dass man auch sich auf der Bühne kann bewegen. Ich glaube, das ist uns viel wichtiger als irgendwelche Show-Elemente, die uns quasi sogar noch die Show klauen, blöd gesagt. Weil wir sind ja eigentlich Teil von der Show und es ist jetzt schon ein Witz, dass es eigentlich Jan Humbles Lightshow mit Ich kann hier Musik und allein ist.
Ich glaube, das fände ich mega nice, wenn das irgendwie möglich wäre. Oder eine fahrende Bühne oder so. Du stehst und dann kannst du so rumfahren oder irgendwie auch mal mit einem Seil über das Publikum. Aber wir haben einfach keine Zeit. Das wäre vielleicht schon noch da, dass wir es designen und dann irgendwie auslagern können. Dort ist halt immer so ein bisschen das Problem, dass, wenn es dann designt wird, dass es nicht so designt wird, wie man es will. Darum machen wir auch viel selber. Aber eine Idee war einmal noch so ein Haifischmaul auf der Bühne, wo dann so zumacht und wieder aufgeht. Ja, oder irgendetwas mit Wasser. Also dann hoffe ich, dass ihr ein bisschen mehr Geld bekommt, dass vielleicht da jemand zulässt und findet, hey, das Sponsor oder so. Oder irgendein Festival findet, hey, das wollen wir unbedingt sehen und da geben wir jetzt ein bisschen Geld aus für das. Hey ja, info@ikanhiu.ch. Die Mails kommen da uns direkt. Hier ab. Mit wem würdet ihr dann zum Beispiel gerne mal zusammen auftreten? Oder sagen wir es so, für wer würdet ihr jetzt gerne ein Opening machen? Paramore. Als Opener, glaube ich. Also ihr... Als Opener. Oder du meinst sie als Opener? Ja, ich habe gerade überlegt, so mit ihr, wow, das wäre auch mega krass. Ja, nein, also ich glaube, ich hätte es mir gesagt als Opener, weil das andere würde mich, glaube ich, überfordern, aber... Oder Paramore als Opener, ja, würde ich auch nicht. Ja, ist manchmal noch schwierig, weil dann man muss ja aufpassen, dass der Opener nicht besser ist als man selber oder man als Band besser ist als der Hauptact dann irgendwo oder eben zu viel Energie dann hat und ich meine, ihr wäret jetzt vielleicht nicht so gut für eine Band, die nachher so ein bisschen ruhige Musik macht, weil dann wäre ja das Publikum dann schon völlig erschlafft oder so. Ja, es kommt mega drauf an, es gibt ja alles und wir haben uns auch viel überlegt, als wer suchen wir als Support. Und einmal haben wir eine Punkband gehabt, die wirklich auch laut war und halt in Deutschland und dort mischen es eher Leute, weil sie halt nicht so eine Limite haben wie wir da. Und das ist die Leute sind dann glaube ich auch erschlagen worden und wir haben teils auch viele ruhige Songs im Set. Aber ich glaube, wenn der Vibe stimmt, dann ist es mega cool. Und so die Aussage, ja, Opener ist besser gewesen als Hauptakt, ist wie so, und darum müssen wir irgendwie schauen, dass sie dürfen nur den Teil vom Licht benutzen oder der Mischer muss extra schlecht mischen und so. Das finde ich das Hinterletzte. Wirklich, es ist so, du willst doch den ganzen Abend unvergesslich machen und nicht einfach nur deine Show und den Opener-Act, einen schlechten Act suchen, dass du selber besser wirkst. Ja, plus ist der Sinn von einem Opening-Act ja auch so ein bisschen, dass du etwas zurückgibst. Du bist ja auch mega dankbar gewesen, hast du deine Slots bekommen und dann willst du ja auch die vor dir so ein bisschen mitnehmen und featuren und nicht kleiner machen. Ja, aber ich habe es gerade kürzlich wieder mal erlebt bei einem Konzert hier in Zürich, dann in Oerlikon, dort in der Halle 622. Ja. Da ist wirklich auch die Vorband ist wirklich auch schlecht abgemischt gewesen. Gut, sie war auch wirklich schlecht gewesen, oder? Und ich habe dann wirklich befürchtet, ich bin noch nie in dieser Venue gewesen, und dann dachte ich, oh, das könnte also ganz schlimm werden. Und dann ist der Hauptdeck gekommen und dann dachte ich, oh, okay, das tönt ja richtig geil. Aber das ist doch schrecklich. Also wir haben damals in der Halle 622 eröffnet für Royal Blood und haben von ein paar dann gehört, dass wir das Highlight waren. Also es hat natürlich auch viele Leute gehabt. Aber das ist natürlich schon, ich meine, es ist ja eigentlich auch cool, wenn 2, 3 finden, hey, das hat mir jetzt sogar besser gefallen und sie finden ja wegen dem Royal Blood nicht schlechter. Sie sind so gut, wie sie sind und wir sind, also... Vielleicht haben sie es einfach auch nicht gekannt und dann so gefunden, wow. Also ein Royal Blood selber hat auch gesagt, wir spielen viel besser wie sie. Haben sie das gesagt? Das weiss ich gar nicht mehr. Das weiss ich noch. Aber sie sind auch schon ein bisschen betrunken. Es kann schon sein, dass wir besser spielen wie sie. Ja. Aber ja, das ist wieder, was ist besser spielen? Ja. Und was haben ihr so für Erfahrungen gemacht mit länderspezifischem Publikum? Das vielleicht irgendwie, ist das Publikum anders in Deutschland als in der Schweiz? Oder wo sind eure besten Erfahrungen gewesen? Es ist so unterschiedlich. Ich glaube, es wäre auch viel zu einfach, um es länderspezifisch zu machen. Also ich würde noch weitergehen und sagen, es ist wirklich ortsspezifisch, wenn nicht venue-spezifisch, wenn nicht abendspezifisch. Es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Aber grob, wir haben gestern die Frage auch so ein bisschen in einem Interview, grob kann man so ein bisschen sagen, dass zum Beispiel in Indonesien oder auch in Sizilien, wo wir waren, die Leute mehr auf Vibe und Energy hören. Und in Deutschland ist es sicher das auch, aber mehr auch auf Qualität, Soundqualität.
Was jetzt vielleicht auch, wo wir in Sizilien und in Indonesien gespielt haben, weil die Sachen ein bisschen shittier sind. Ja, also sie haben ja keine Ansprüche an Soundqualität, sondern an Lautstärke. Also vor allem in Sizilien ist wie so hauptsächlich laut. Also, Okay. und dann kommen sie immer und sagen, hey, machen die Leute das viel zu leise. Und dann ist so, das PA, wir sind schon da oben, das PA ist einfach zu schlecht. Und die, also ja. Ich glaube, der Anspruch von gewissen Mischpersonen, dass man dann den Gesang immer noch gut und klar hört, clasht dann so ein bisschen mit den Gewohnheiten von den Menschen, wo sich halt einfach laut und wenn man den Gesang halt nicht so gut hört, ja, dann ist es vielleicht weniger schlimm. Das haben wir jetzt schon etwa erlebt, dass das ein bisschen clasht ist. Und eben in Italien haben wir schon öfters gespielt, oder jetzt nur in Sizilien? Oder? Ja, wir sind seit 19 fast jedes Jahr runtergegangen, weil ein Booker auf uns aufmerksam geworden ist, der in Sizilien lebt. Das heisst, wir haben dort auch viele Shows gespielt, zum Teil auch noch ein paar auf dem Festland, auf dem Italienischen, aber dort hat er weniger Kontakt, darum ist es eigentlich mehr Sizilien geworden. Es war immer mega geil. Okay, cool. Intensiv. Ja. Es ist so, die Leute dort haben auch irgendwie ihre Herzen so auf der Hand. Es ist wie so direkter und ja, so auch irgendwie das Publikum. Und wie sehen ihr denn, dass es so ein bisschen, man hört ja immer, also ja, seit Covid ein bisschen, dass es ein bisschen Probleme gibt mit Konzerten, also auszuverkaufen oder überhaupt, dass es stattfinden, dass dann gewisse auch abgesagt wird. Jetzt zum Beispiel da in der Schweiz ist es so ein bisschen, dass es immer ein bisschen weniger Konzerte gibt als vorher, habe ich das Gefühl so. Was denkt ihr, an was liegt das? Ja, es sind viele Faktoren. Also, wir sind ja nicht Expertinnen in diesem Bereich unbedingt, aber das, was wir so mitbekommen, sind halt Gewohnheiten, die sich während Corona geändert haben. Leute, die nicht so ausgehen, Leute, die weniger trinken, was halt auch weniger Umsatz bedeutet für Clubs, die zumachen. Und wenn man dann wenn man zu wenig Tickets verkauft, dass es halt mit Verlust verbunden ist und dann Clubs das nicht mehr tragen können. Bei uns haben wir jetzt wie so ein bisschen eine gegenläufige Bewegung drin, also bei ICANN. Wir haben das zum Glück noch nicht erlebt oder nicht erlebt. Aber ich glaube, das ist einfach, weil wir im Moment wir haben vorher eine Phase gehabt, wo mega schwierig war, wie so auf vielen Ebenen. Und jetzt ist läuft es gerade mega und für das sind wir, auch wenn wir irgendwie hören, wie es bei anderen Bands läuft, sind wir mega dankbar, dass es jetzt so gut läuft, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist. Also meinst du jetzt mit Buchen für Gigs? Ja, Buchen für Gigs, dass die Leute kommen, dass viele Leute kommen an Shows. Und ist es so ein bisschen so, dass die selber verantwortlich sind, die Leute aufzutreiben, also mit den Social Media und ja, hauptsächlich Social Media machen und ein bisschen dafür garantieren, dass das Following dann nicht ankommt? Oder übernehmen die Clubs und die Venues dann dort auch noch Arbeit? Das ist mega unterschiedlich, aber Clubs und Venues übernehmen in der Regel schon Arbeit. Jetzt zum Beispiel die Rotfabrik hat Plakate drucken lassen, die verteilt. Und wir haben auch so von gewissen Leuten gehört, die uns noch nicht kennt haben, dass sie wegen diesen Plakaten und wegen dem Foto aufmerksam geworden sind und gefunden haben, oh, das sieht geil aus, ich will den Sound hören und komme ans Konzert. Und je nachdem haben halt Clubs auch so ihr Stammpublikum. Und ja, mit Social Media sind das die Andreas Riesersche Ads, wo wir davon profitieren können. Aber kann es denn sein, dass dann gewisse Venues finden, so, hey, ihr müsst aber, also die Bedingung ist, dass wenn ihr bei euch spielt, dass ihr müsst auch noch recht Werbung machen für den Gig? Also so ein Wording haben wir jetzt nie gehört, aber das ist wie, ich glaube, wenn du Headline-Shows machst, ist es wie klar, dass es auch deine Verantwortung ist. Ja, es ist ja kein Festival, weil dort sind wir ja eigentlich nicht in der Verantwortung. Gefühlsmässig, dort kommst du an einen Ort und erwartest eigentlich, dass die Leute auch wegen dem Festival kommen, vielleicht auch wegen deinem Namen, aber nicht. Und bei den Headline-Shows sind wir eigentlich schon verantwortlich
und haben auch schon gehört, wenn es nicht so gut läuft, so haben sie mal geschrieben, hey, mach noch ein bisschen mehr Werbung. Das hat es auch schon gegeben. Ich finde es, glaube einfach schwierig, wenn vorher wie so nicht kommuniziert wird, wie man das genau macht und dass, wenn zu wenig Tickets verkauft worden sind, dass dann von der Venue mega kurzfristig kommt, hey, wir machen es nicht. Also ja, ich glaube, wir haben einfach das Glück, dass es bei uns funktioniert. Aber wenn es dann nicht funktioniert, ist es, glaube ich, mega hart, wenn man merkt, also es kann nicht sein, dass der ganze Druck auf der Band lastet. Das muss wie Ja, finde ich auch, oder? Und ich meine, von beiden Seiten kommen. Vor 20 Jahren ist es gar nicht möglich gewesen, oder? Da hat es ja noch keine Social Media gegeben, da hat die Band eigentlich gar nichts können machen. Da hat ja der Venue alles selber müssen machen. Und ich finde eben, man muss natürlich irgendwie, logisch muss die Band, wäre ja komisch, wenn du deine Social Media nicht nutzt, um aufmerksam zu machen, dass du irgendwo spielst, aber vielleicht noch so ein bisschen zusammen machen. Und ich meine, du musst ja zuerst einmal noch irgendeine Idee haben oder irgendein so Visual oder irgendetwas, wo du kannst kommunizieren, wo halt auch noch ein bisschen auffällt. Und dann sollte das Venue auch ein bisschen mitschaffen bei dem und nicht einfach sagen, ja, machen dir und also Mega eigentlich fest. auch ein bisschen helfen, oder? Also es ist ja auch irgendwie blöd, wenn du eine Band buchst als Venue, wo du irgendwie nicht auch mitziehen und mithelfen. So. Aber ich glaube, es ist eine schwierige Situation für alle und man muss jetzt wie so ein bisschen herausfinden. Ja, und dass man auch sehr schnell schaut, wie viele Followers haben die auf Instagram oder bei Spotify vielleicht jetzt weniger, gerade auf Instagram halt schauen, wie viele Followers haben die und aufgrund von dem wirst du dann gebucht oder nicht, oder? Also wenn du nicht wenig hast, dann ist die Chance, dass du einen Gig bekommst, nicht so gross, oder? Weil man hat dann einfach die Zahlen, oder? Und was die Zahlen auch immer auszusagen haben, oder? Das ist auch nochmal dahingestellt, oder? Also, Ja, zum Teil ist das ja überhaupt nicht kongruent mit wie die Bands live aufgestellt sind, ob sie überhaupt live gut sind. Und ja, ja, und ob die 20'000 Followers, ob dann die an das Konzert kommen oder ob die 20'000 Followers irgendwo in Indien wohnen oder weiss nicht was, weiss man ja auch nicht, oder? Also es ist irgendwie so ein Mischding. Ich glaube, es sind sich alle Leute bewusst, die auch Bookings machen und so, aber trotzdem hat es ein mega Gewicht. Es ist irgendwie weird. Es ist ja so mit den Spotify-Zahlen. Es ist wie so, alle wissen, dass es, wenn man irgendwie, keine Ahnung, 500'000 Monthly Listeners hat, dass das nicht einfach so übersetzbar ist auf das Live, aber trotzdem hat es ein riesiges Gewicht. Und alle sagen ein bisschen, dass sie es ein bisschen doof finden, aber schlussendlich schauen sie eben doch. Das ist das Perfide, oder? Aber eben ihr habt von dem her, ich würde jetzt aber sagen, bei euch ist es ja so, weil ihr wirklich eine prägnante Live-Show habt, sich das umspricht und so weiter, dann tut man euch auch gerne buchen und eben die Leute, die an eure Konzerte gegangen sind, die erzählen das weiter. Also von dem her ist das dann fast eben nicht gerade ein Selbstläufer, aber das funktioniert dann so, oder? Wir spüren schon sehr fest an Orten, wo wir schon mal gespielt haben, dass dort besser Tickets verkauft werden. Ich glaube, weil wir tatsächlich live irgendwie einen Eindruck hinterlassen. Und was man mit den Zahlen vielleicht weniger können bei den Bookers. Also ist wie so, eben wenn wir noch nie in München gespielt haben, dann ist es viel schwieriger, dass die Leute kommen, als wenn wir dann halt in der Nähe mal das Festival gespielt haben. Und zum Beispiel in Nürnberg haben wir jetzt schon ein paar Mal gespielt und dann kommen die Leute einfach wieder. Und es ist auch mega schön zu sehen. Aber wir haben jetzt auch 2-3 Shows im letzten Jahr, wo fast keine Leute waren. Also eine Show, wo wirklich fast keine Leute gekommen sind. Das war die erste Show von der Tour im Herbst. Das war gerade noch eine gute bezahlte Probe. Aber das gibt es auch. Also es ist wie so. Und dann gibt es dafür Orte, wo wir noch nie gespielt haben, aber dafür hat die Venue Stammpublikum. Aber was wirklich mega schön zu sehen ist, dass dort, wo wir schon mal gespielt haben, dass die wiederkommen und dass die da irgendwie gepackt sind von dem. Einmal haben wir eine Show gespielt, wo niemand gekommen ist. Ah, geil. Das ist immer so. Okay, aber das klingt eigentlich fast schon gut. Ja. Das ist eben noch lustig, weil wenn man so mit anderen Artists redet so, und jemand sagt, ja, ich habe mal eine Show gespielt, jetzt sind 2 gekommen. Dann können wir sagen, wir haben mal eine Show gespielt, wo niemand gekommen ist. Also ich muss fairerweise sagen, der Besitzer von dem Club, es war in Italien eine Tankstelle. Es ist so weird.
Er ist dann schauen, die meiste Zeit mit seinem Kollegen. Und ich glaube, wir hatten einen halben Gast in dem Sinn. Sein Kollege war manchmal oben gewesen. Aber einmal ist er wirklich, sind sie weg, wie sie irgendetwas haben müssen machen. Und dann ist aber niemand mehr rum gewesen. Und dann haben Rudi und Jan Licht und Ton getauscht. Aber das Wir haben für uns gespielt. Wie ist denn das? Das ist schon ein bisschen komisch, oder? Du kannst sagen, du sagst eben, es ist wie eine Probe, aber irgendwie ist das schon ein bisschen awkward, oder? Wenn man, Nein, das ist ganz, ganz komisch. Also es war wirklich so eine Tankstelle gewesen, und dann sind wir so einen Stock weiter rauf und dann war so ein komischer Raum gewesen mit Fernsehen und irgendwie noch Esstisch. Kindergeburtstag hat es noch gehabt. Ja, einfach 2 Kinder, aber die sind hure laut gewesen. Eine ganze Familie. Während dem Soundcheck. Und der Fernseher ist mega laut gelaufen und dann irgendwie während dem Soundcheck, was ist da los? Und dann haben wir herausgefunden, es hätte nebendran eine riesige Halle mit allem drinnen. Und dann wir so, ja, wir wollen eigentlich dort spielen. Und dann so, ja, nein. Also er hat es uns jetzt gezeigt, aber finanziell, weil es kommt eh niemand. Und dann macht er halt Minus. Irgendwie, keine Ahnung, wegen dem Strom, der verbraucht wird, weiß auch nicht. Und dann hat aber noch eine ganze Familie gegessen während dem Anfang des Konzerts. Also wir hatten noch Gäste gehabt, aber die, die es fertig gegessen haben, irgendwie nach 2 Songs sind sie dann gegangen. Die sind nicht geblieben. Das ist wirklich so... Das ist ganz übel gewesen. Jetzt können wir darüber lachen, aber jetzt ist es schon nicht so geil gewesen. Ich glaube, hat irgendwie so einen Steuertrick oder irgendwas, das klingt sich mafiös irgendwie. Hey, es ist mega weird Stress. gewesen. Und ich weiss gar nicht mehr, wer dort mitgegangen ist. Wo jemand ihm nachgefahren ist zum Hotel. Ja, wir 2. Sind das wir 2 gewesen? Haben wir schon ein bisschen Angst gehabt. Das Hotel war irgendwo weit weg gewesen und wir mussten etwa 20 Minuten fahren und wir sind mit dem Auto nachgefahren und es hat keine Leute gehabt. Und dann hast du nur gedacht, wieso sagt er uns nicht einfach die Adresse und gibt den Schlüssel? Werden wir jetzt da gerade Gemuckert. vom einem Vampir. Ja, Vampir, keine Ahnung. Aber es ist dann zum Glück alles gut rausgekommen. Irgendwie. Wir sind dann wieder... Er hat uns noch einen Lambrusco geschenkt am Schluss. Stimmt, das war gut gewesen. Ja. Italien ist wirklich ein interessantes Land. Das hat wirklich so ein bisschen 2 oder 3 oder 4 Seiten meistens. Das ist wirklich so sehr schön und dann plötzlich irgendwie ganz komische Abgründe, die sich dann auftun. So. Ja. Ja, was ist denn zum Leben? Jetzt haben wir gerade gesagt, Rote Fabrik jetzt kürzlich ist eines der ganz coolen Konzerte gewesen. Was sind jetzt die ganz guten Erfahrungen, die wir gemacht haben? So. Jetzt auf der Tour oder im Allgemeinen? Also allgemein jetzt an Live-Konzerten, und jetzt gerade das geschildert haben als einer der absoluten Tiefpunkte. Bei uns ist lang Open Air St. Gallen mega, also eigentlich immer noch für das, was es war. Wir haben dort auf der, keine Ahnung, wie es heisst, Open Air Talent Stage, wo nebendran war, neben der grossen Bühne. Und das ist für mich eine mega schöne Erfahrung gewesen. Also ich komme von St. Gallen ursprünglich, also Mürschwil, und dann auch ein paar Leute dort zu sehen, die du irgendwie ewig nicht gesehen hast. Und das erste Mal so riesige Bühne und irgendwie unser damaliger Manager, der irgendwie berührt hat. Das ist für mich war das mega intensiv und mega schöne Erfahrung gewesen. Wo glaube auch, weil es das erste so grosse Konzert war, das wir jemals gespielt haben, wo irgendwie alles funktioniert hat. Und wo würdet ihr denn gerne mal noch spielen, wenn ihr könntet auswählen, so Coachella oder irgend so etwas? Was? Ich würde mega gerne mal ein Tiny Desk machen. Ah, ja, das ist eine ganz coole Idee. Ja. Wirklich da drin, oder? Welche Tiny Desk? Ja, Mega. voll. Da müssen wir schon noch ein bisschen auschecken und umadaptieren und so, aber es wäre schon mega geil. Also bei so Zeugs hast du keine zweite Chance. Es ist einfach so... Du musst einfach... Darum, ich bin glaube noch nicht bereit. Zu nervös. Aber... Stimmt, viel, vor allem das ist nachher dann im Internet oder auf YouTube dann für die Ewigkeit, oder? Und das ist so eine krasse Visitenkarte. Das ist mega wichtig auch, ja. Ja. Es ist noch lustig, wie sich das Format so in den letzten Jahren so krass etabliert hat und so wirklich so, wenn man dort dran ist, dann hat man es wirklich geschafft und so. Das ist eigentlich noch lustig, weil das angefangen hat, ist sich mehr so ein bisschen als Witz irgendwie, okay, man gibt auch Bands, die mal so könnten spielen, oder? Und jetzt eben suggerieren, würden mal dort hin wollen, oder? Ja, ich finde es also ich schaue es auch mega gern. Ich finde es super inspirierend, weil man halt wie so das Live hat. Aber wenn du so Live-Konzerte sonst schaust, ist es wie ganz anders. Du hast eben die Intimität nicht. Und ja, ich finde es mega ein cooles Format.
Und vorher haben Sie noch gesagt, ich könnte mir vorstellen, mit einer Band zu spielen oder so. Mit was für Musiker würdet ihr, wenn ihr jetzt auch könntet, wirklich auswählen, mit wem würdet ihr gerne mal zusammen kollaborieren? Also vielleicht jetzt auch nur auf einem Album oder einem Song oder eben vielleicht auch live? Also das mit dem Live, das ist mal so ein bisschen eine Idee, die noch recht am Rand ist. Wir haben einfach mal so ein bisschen darüber geredet, aber ich glaube, beim Live-Spielen ist es halt auch mega geil, wie es jetzt im Moment ist, weil wir kennen uns so gut und wir können wie so miteinander uns mega gut bewegen. Wenn jemand irgendwie in eine Richtung geht, dann merkt das die andere Person gerade. Und ich glaube, ich habe auch ein bisschen Respekt davor, wenn wir noch mehr Leute hinzuholen, dass es wie so ein bisschen das was wir haben, verändert. Und ich bin mir noch nicht so sicher, ob das wirklich cool ist. Also, meine Idee war ja, dass man einfach eine Backing-Band hat und wenn man gerade keinen Bock hat, um irgendein Instrument bei diesem Song zu spielen, kann ich sagen, kannst du jetzt übernehmen und dann wieder... So mit einer Kopfbewegung wie Erykah Badu, so schnell so zu der Person am Drum so. Ich glaube, das wäre... Nein, so bin ich nicht. Aber so, dass unser Kern bleibt und dass einfach, wenn man einfach gerade nicht mag, dass jemand etwas übernehmen. Ich glaube, das ist so meine Traumvorstellung. Das andere kann ich mir immer noch nicht vorstellen. Es ist so, wir hatten ja auch schon Gäste bei einer Plattentaufe oder so und das ist einfach, es ist so anders und es ist mit so viel Aufwand verbunden, weil wir vergessen mega oft, dass das nicht mit allen so einfach ist, wie wenn wir zwei quasi ohne Wort uns verstehen und wissen, was wir von einem Song erwarten oder wie es soll tönen. Ja, das vergessen wir manchmal, bis wir wieder mit jemandem zusammenarbeiten. Ja. Je Hat nachdem. Hat er dann auch schon Streit gehabt auf der Bühne? Also weißt du, so, jetzt nicht mehr so musikalisch Streit oder so, vielleicht, hey, du spielst jetzt ein bisschen schnell, ich muss dich jetzt wieder ein bisschen bremsen oder irgendwie so. Haben das auch schon gehabt, so die? Wir haben oft Streit. Also auch nicht auf der Bühne, aber auf der Bühne. Also es ist eine positive Veränderung, Streit zu haben. Ich finde es langsam richtig geil, in Klammern. Aber auf der Bühne ist es so, dass ich merke sofort, wenn irgendwie Tanna, ich muss sie nicht mal anschauen, ich spiele, dann spüre ich so, okay, Tanna ist hässig. So, okay, ich habe ihre Ansage geklaut, shit. So, das spürst du einfach. Ja, und dann kannst du sie wieder irgendwo anlenken oder so. Ich habe das immer mal so recht eindrücklich gesehen bei so einem Led Zeppelin-Konzert, was einen Film davon gibt, wo du dann so siehst, wie der Robert Plant irgendwie dann mit dem Jimmy Page, mit dem Gitarrist, so hin und her kämpft oder er macht ein zu lange Gitarren-Solo und er singt dann einfach wieder rein und du siehst, und dann schaut er auch den Drummer an, der Drummer kann dann das wieder überholen oder unterbricht dann wirklich das Gitarren-Solo, also das ist so Machtkämpfe auf der Bühne, oder? Ich finde das spannend, wenn man so etwas, das ist das, was wir vorher angesprochen haben, dann merkt, das ist wirklich live, oder? Das ist nicht einstudiert, das ist, da geht Wer etwas weiss. ab, oder? Ja gut, klar, stimmt, man kann natürlich das auch etwas spielen, aber man merkt so richtig, da sind so Energien auf der Bühne, oder? Ich würde es bei uns nicht als Machtkampf bezeichnen. Ihr seid ja keine Männer, oder? Wir sind auch keine Männer. Ich glaube, das stimmt. Aber ich glaube, wenn du Zweite bist, dann ist es einfach, wenn du nicht zusammen schaffst, dann funktioniert es einfach nicht. Und es macht auch viel weniger, also es ist nicht geil, einen Gig zu spielen, wenn nebendran jemand hässig auf dich ist. Ich würde dir auch widersprechen mit der Aussage, dass wir Streit auf der Bühne haben. Ich finde, das ist eigentlich nicht so, weil also sicher nicht wegen einem musikalischen Fehler, weil das gibt es eigentlich nicht. Also eben, ich glaube, mich regt es manchmal auf, wenn du plötzlich etwas Neues machst, was du mir nicht gesagt hast vorher, wo mich aus dem Konzept bringt, das nervt mich manchmal und das merkst du, aber wenn jemand einen Fehler macht, also jetzt letztens zum Beispiel beim Break Into Your House hat es das gegeben und das ist also nachher hässig auf die Person, weil die andere Person einen Fehler macht, das ist wie so, nein, das gibt es nicht. Du hast zwar dort, ich habe mich ja dann, bei diesem Song gibt es wie so einen Teil, wo ich random manchmal Sachen sage und in diesem Teil habe ich mich ja dann bei dir entschuldigt. So, oh, okay, sorry, jetzt habe ich es verkackt, es tut mir leid. Und du hast mir nachher gesagt, das war gut gewesen, hast dich entschuldigt. Ich weiss nicht, ob du hässig geblieben wärst. Nein, ich bin nicht entschuldigt. Ich habe gemeint, weil
es ist recht auseinandergehalten dort und das Publikum ist, glaube also mehr aus Publikumssicht so ist wie so, was ist passiert? Und ich glaube, für das habe ich es irgendwie noch cool gefunden, dass es wie so, das ist nicht geplant gewesen, so, mehr wegen dem, aber ich bin sicher nicht hässlich wegen dem. Also ist wie so. Um noch ein bisschen eure Beziehung noch auf das zu kommen. Ihr habt euch, glaube ich, in der ZHDK im Studium kennengelernt, oder wie ist das? Und wie muss man sich das vorstellen? Wie habt ihr denn zueinander gefunden und gemerkt, dass es so gut zusammenpasst und vor allem dann eben auch so gut live miteinander funktionieren? Ist das von Anfang an schon die Idee gewesen? Wir hatten eine Pink Floyd Coverband damals, wo Hanna Drums gespielt hat und gesungen und ich habe Gitarre gespielt und gesungen. Und vorne haben wir uns eigentlich nicht so gut verstanden, weil wir schon mega unterschiedlich sind und irgendwie sind wir dann nie auf die Ebene gekommen, was es gematcht hat. Und nachher in dieser Band haben wir uns ein bisschen näher kennengelernt und dann einfach irgendwie gemerkt, dass es musikalisch mega matcht. Und auch persönlich sind wir dann einmal echt so... Ich glaube, das kannst du irgendwie gar nicht wirklich erklären. Ich denke so an die... wir können es nicht erklären. Ich habe ein Beispiel. Wir haben dann... Also man kann vielleicht noch dazu sagen, im Studium sind in der Pop-Abteilung wir sind jetzt 9 Leute in der Klasse. Es hat wirklich so Klassen gegeben, was relativ gross schon ist, aber es ist wie so, man lernt alle von dieser Klasse mega gut kennen und hast viel mit denen zu tun. Du hast wirklich viel Zeit verbringen. Und wir haben dann die Band gegründet, nachdem wir noch Lotus gegründet haben mit der Leonie zusammen, aber sie hat dann irgendwie andere Sachen gemacht und dann haben wir gefunden, irgendwie es matcht so gut. Und dann haben wir gleichzeitig mit Ikan Hiu noch ein Rock-Duo-Projekt, so als Workshop gemacht. Und anstatt für das zu proben, weil irgendwann musst du halt das Konzert spielen, haben wir das immer vergessen und haben Ikan Hiu probiert und sind nachher eigentlich jedes Mal ins Meerspurliebe trinken. Etwa so. Und wir haben wirklich, es war so intensiv gewesen, weil wir einfach so viele Sachen zusammen auch gerade in der Planung hatten. Und haben aber gerade in dem Moment noch viel mehr Bock gehabt, um einfach das Ikan Hiu zu machen. Und ich glaube, das war mega cool gewesen, dass wir den Workshop gemacht haben, obwohl wir eigentlich nie probt haben für den, dass das wie so, wenn wir es planen, um Zeit zu nehmen, haben es nachher aber für das andere brauchen. Und ist das mal wie du jetzt gesagt hast, ein Rock-Projekt von euch angeschaut worden und haben dann aber schnell dann schon gedacht, das wollen wir live umsetzen und so? Es ist nicht unbedingt ein Rock-Projekt. Du hast jetzt das vorher gesagt. Das ist etwas anderes. Das ist wie so ein, es gibt Workshops, wo du musst ein Programm zusammenstellen und das ist auch wie so selber organisiert gewesen. Und dort machst du aber nur Covers. Und das ist eben etwas eigentlich komplett anderes gewesen, so soundmäßig vielleicht auch. Und die Idee ist aber mehr, also schon, es ist halt für das Masterprojekt entstanden und dort musst du einerseits Aufnahmen machen und musst aber auch das Konzert spielen. Und am Anfang haben wir eigentlich bei der ersten Probe schon aufgeben, weil wir gemerkt haben, es ist mega schwierig, so einen fetten Sound anzukriegen, das zweite. Haben uns dann aber einen Moog Synthbass gekauft und der hat uns eigentlich gerettet. Also der ist wie so... hat den Boden und den Kern gegeben von unserem Sound auch. Unser Herz. Mega. Aber es war eigentlich schon die Idee gewesen, dass man auch live spielt. Also, und wir haben auch schon 2 Konzerte gespielt, bevor wir überhaupt das Masterprojekt dann auftreten sind. Und das ist auch... Ja, das war nachher überfordernd gewesen. Ja, ich glaube, früher sind die Shows mega fest... lang mega überfordernd gsi. Dann haben wir einfach irgendwie gemacht, aber sind wie nicht über Wasser gsi. Es ist einfach irgendwie hat es funktioniert und irgendwie hat es den Leuten gefallen und darum ist es auch so weitergegangen. Aber ich glaube so wirklich on top of things, so dass wir irgendwie können alles fühlen und gleich noch irgendwie denken, ist erst so in den letzten paar Monaten oder Jahren, jetzt für mich, hat sich das wie gesetzt. Und am Anfang war es einfach so, mega viel spielen und das und dies. Und jetzt ist es wirklich so, ja, viel ausgecheckter und auch ruhiger. Also ruhiger im Sinn von besserer Planung.
Und mehr Erfahrung, oder? Einfach Und mehr Erfahrung, voll klar. Und habt ihr, bevor ihr an der ZHDK waren, nehme ich mal an, habt ihr auch schon Musik gemacht und habt ihr auch schon Bands gehabt, jede für sich und so und auch schon auftreten? Ich nehme mal an, eben, das muss ja sehr wahrscheinlich, wenn ich euch so gesehen habe, irgendwie die Wiege gelegt worden sind fast. Sind ihr dann schon als junge Mädchen irgendwie so performancemäßig drauf gewesen? Ja, mich hat es schon eigentlich immer zu der Bühne gezogen, spannenderweise. Eine der ersten Erinnerungen war in Bandung, Indonesien, wo ich aufgewachsen bin. Hat es so Fester gehabt, so Dorffester, und ich bin dann dort einmal auf die Bühne, zum Teil mit anderen Kids. Aber das ist wie so, ja, so ein bisschen ein Magnet für mich. Und die Musik war bei mir immer präsent gewesen. Vor allem durch meinen Vater, der Multi-Instrumentalist ist und auch früher vor allem viel Gedichte und Songs geschrieben hat. Aber auch durch meine Mutter, die Geige spielt und jetzt Handorgel. Ja, es war eigentlich immer da gewesen. Bei dir war es ähnlich, ein bisschen anders, aber ähnlich gewesen. Ich hätte jetzt gesagt, es ist recht anders im Sinn von, ich bin eigentlich kaum auf der Bühne gestanden. Also schon zwischendurch, aber irgendwie gar nicht so bewusst und habe auch viel vergessen, was ich habe irgendwie in 3 Bands gespielt, aber es war so eine bekannte Band und irgendeine andere Band, die ich nicht mehr weiss, wie man geheissen. Es ist so ein bisschen passiert. Ich glaube, ich habe bei mir so intensiv in die Musik gerutscht, weil ich immer mega viel Unterstützung hatte von Eltern und auch immer mega coole Musiklehrer hatte. Und durch das wie so nachher mal überlegt habe, irgendwie muss man ja im Leben noch etwas schaffen und habe wie nichts anderes. Oder es ist nicht so, ich habe das schon immer geplant, sondern habe ich gedacht, ja, was soll ich denn machen? Ja, Musik mache ich mir gerne, sonst keine Ahnung. Und dann habe ich einfach mal das Studium gemacht und ich habe direkt nach der Kante eigentlich angefangen zu studieren. Und durch das meine musikalische Erfahrung auch mit anderen Leuten mega im Studium gesammelt. Und erst dort eigentlich so, ich glaube im ersten Jahr mega aufgeblüht, so auch auf der Bühne. Vorher mehr so eben einfach ein bisschen mitgemacht. So. Ja. Eben, eigentlich tönen die nicht unbedingt wie eine Band, die Musikschule gegangen ist. Das tönt ja alles ein bisschen sehr organisch, aber das heisst ja irgendwie, das ist vielleicht einfach so eine Vorstellung, die man hat von einer Musikschule, irgendwie, dass dann das verkopft könnte sein oder so. Aber ihr seid jetzt eigentlich der beste Beweis dafür, dass das nicht muss so sein, oder? Ich glaube, wir könnten gar nicht wirklich verkopfte Musik machen. Ich glaube, ich bin verkopft resistent. Ich glaube, das Studium hat mir in dem Sinne auch mega viel gebracht, weil es wie so ganz einen anderen Ansatz hat, als ich sonst bin. Und ja, die Skills und die Technik, die ich auf der Gitarre habe, hätte ich glaube nicht einfach nur mit meiner Intuition können so dran feilen. Aber ja, ich kann mir nicht vorstellen, verkopfte Musik zu machen irgendwie. Es hilft auch mega, dass wir Instrumente spielen, die wir nicht studiert haben. Ich habe das Gefühl, wenn jemand, also ich habe Gesang studiert und nicht Schlagzeug, und wenn ich jetzt Schlagzeug studiert hätte oder wenn ich jemand wäre, der Schlagzeug studiert hätte, dass man dann andere Ansprüche könnte haben. So. Und dass wir irgendwie Synthbass spielen, wo es ist mega organisch mit der Band gewachsen, und durch das sind wir mega in so ein Mindset hineingekommen von hey, einfach machen, und man kann mega auf seine eigene Art die beste Person sein auf dem, was du machst, und niemand anders ist besser, weil einfach es gibt so viele Leute, die so viel besser sind technisch in dem und dem und dem, aber das, was wir als Band machen, ist wie so, das gibt es gar nicht, und das bringt, glaube ich, auch eine gewisse Entspanntheit mit sich, dass eben Fehler auch etwas Positives sind und dass es nicht darum geht, irgendwie jetzt das Gitti-Solo abzwichsen, so blöd gesagt. Dass es nicht darum geht, etwas richtig zu machen. Ja. Sondern einfach etwas zu kreieren, das dir entspricht. Und also ich meine, es kann auch eher kopfige Musik kann auch Leute abholen. Ja, auf jeden Fall. So, ja, logisch. Ich meine, so
Jazz oder Klassik oder so. Das ist natürlich jetzt auch noch ein interessanter Punkt und vielleicht das noch am Schluss, da könnte ich besprechen, finde ich. Was ist denn euer Anspruch? Eben, das ist immer noch schwierig zu sagen, so. Ich sage eben nicht irgendwie besser sein als andere, eben, das ist einfach wie gar nicht möglich oder so, aber eben, wenn ihr jetzt Musik produziert, was ist denn der Anspruch dahinter? Eben, vorhin hat er auch noch schnell angetönt mit dem Moog-Bass, der dann plötzlich euren Sound hat können ein bisschen definieren oder wo ihr vorher das Gefühl habt, da fehlt etwas so. Dann muss ja irgendwie anscheinend haben wir so einen Sonic wie soll ich sagen, Benchmark oder so. Also was sind die Sachen, die das ausmachen? Oder könnt ihr das irgendwie benennen? Ich glaube, soundmäßig spüren wir es recht schnell, wenn etwas stimmt. Und ich glaube, dort haben wir auch relativ ähnliche Vorstellungen. So, nein, der Teil ist irgendwie noch nicht rund. Das passt noch nicht, das macht noch nicht das, was es soll. Aber haben Sie vielleicht auch Vorlagen, dass hey, das muss ein bisschen tönen wie ein bisschen das oder so? Vielleicht ansatzweise schon Vorlagen, aber schlussendlich muss es ja uns gefallen. Und weil wir so breit sind musikalisch, also so von sehr vielen Stilen Sachen reinnehmen, ist es bei uns eigentlich nie mega das Thema gewesen, dass man findet, hey, wie das muss es tönen oder wie das muss es tönen. Es ist eher so, ich habe letztens diesen Song gehört, das ist noch geil, vielleicht können wir das irgendwie einfliessen lassen. Ja, es ist einfach, die Inspiration ist mega logisch, es gibt so viel Musik und ich glaube, der Anspruch ist ja, dass man das lang machen will und durch das auch muss Spass daran haben, muss können dahinter stehen, muss irgendwie das gerne hören auch. Es muss live auch irgendwie funktionieren. Also muss nicht, wir spielen teils Songs auch nicht live, wenn es nicht geht. Aber das ist ja der Anspruch, dass man wie kann etwas gestalten, wo wir beide mega cool finden und am Schluss im besten Fall noch die Leute kann damit berühren, egal auf welcher Ebene. Ja, ich glaube, auch so inhaltlich ist der Anspruch einfach so echt oder so nah an uns selber können sein und dann das so rausbringen. Ich glaube, es ist immer, die Annäherung wird immer stattfinden und ist wie etwas, das nie aufhört. Weil ich glaube, das Gehör oder wie so das Gefühl wird immer ein bisschen konturierter oder schärfer sein als das, was du dann kannst machen. Also bei mir ist es immer so gewesen, dass ich dann, du kannst immer noch näher gehen. Es ist immer eine Annäherung. Aber ich glaube, wenn es dich berührt, wenn es aus dir rauskommt, dann wird es auch andere Leute berühren. Und das ist, glaube ich, so, abseits vom musikalischen Anspruch. Mega der inhaltliche Anspruch. Ich glaube, das macht es definitiv. Das war ein schönes Abschlusswort gewesen. Ich habe gerade heute Morgen noch schnell meiner Tochter, die ist jetzt, wird dann jetzt 5, habe ich schnell euch vorgespielt und sie findet es eigentlich noch gut. Bis sie langsam sich ein bisschen musikalisch erziehen. Sie hört irgendwie Schweizer Gofen ist ihre Lieblingsband oder jetzt langsam versuche ich Erwachsenenmusik reinzubringen. Sie hat dann gefunden, bei euch im Video, sie hat dann das Video geschaut mit dem Swimmingpool im Auto, ob es das in echt gäbe. Und dann habe ich gesagt, ja, gibt es schon, aber selten. Oder? Steht in Bülach beim Jan im Garten, okay, der Pool. Ist jetzt dann vielleicht bald auch wieder gefüllt, aber fahrt nicht. Kann ich also nicht mit ihr dort vorbeigehen? Hey, mal kann man schon, aber man kann auf den Pool nicht mehr mit heim. Was steht denn jetzt bei euch noch zum Abschluss noch schnell? Was steht so an? Ich glaube, ihr habt noch einen neuen Release geplant, oder? Im Juni kommt ein alter neuer Song raus. Also es ist eigentlich ein Rework, den wir selber produziert haben. Nächste Woche, also eigentlich schon diese Woche am Sonntag, gehen wir auf Wien, um an einem Album weiterzuarbeiten, wo wir dran sind. Das kommt dann irgendwann nächstes Jahr raus. Und ja, Festivals. Das ist eigentlich das nächste bei einem Monat, im Mai. Und im Herbst gibt es dann auch wieder ein paar kleine Headline-Shows. Die kommen dann nächste Woche raus. Und die gehen Ende Mai, sind die, glaube ich, in Winterthur, oder? Du meinst am PFF? Irgendwie habe ich noch gesehen, Winterthur, das ist Albanien, oder?
Weißt du das schon? Nein, irgendwo Von wo weißt du das? Irgendwo im Internet habe ich das gesehen. Das ist aber noch nicht aus. Okay. Also es wird dann draussen sein, Wenn der Podcast rauskommt. Ja, okay. Von dem kann man eigentlich schon sagen. Also wir spielen das weiss ich noch nicht auswendig. Irgendwann im Dezember. Ich glaube am 10. ist es. Es ist unter der Woche. Am 10. Dezember im Albanien. Am 10. Dezember ist das, ja. Voll. Und dort werden wir, wenn es gut kommt, wenn wir es schaffen, aber ich glaube, wir schaffen es, zum ersten Mal neue Songs vor Publikum spielen / testen. Ja gut, dann komme ich spätestens dort vorbei. Es wird schon Zeit. Ja, nein, meine Tochter ist vielleicht noch zu jung, um sie mitzunehmen. Dann müssen wir noch ein bisschen weiterspielen, ein paar Jahre, dass sie dann auch mal live schauen kann. Ja, das Kinderkonzert werden wir im Fall auch spielen. Ich weiss nicht, ob denn das schon draussen ist, wenn der Podcast rauskommt. Ja, okay. Stall 6 hat, im Stall 6 gibt es wieder stimmt. Die Reihe Ohren auf, wo wir im November eine Show werden spielen. Okay. Ja, gut, von 3 bis 16 können Kids sein. Weil es gibt so viele schlechte Kindermusikbands, oder? Also, da braucht es mal schon ein bisschen so Sachen wie euch. Cool, ja. Ja, schön, sind ihr da gewesen. Hat mich gefreut. Es war ein interessantes Gespräch gewesen. Wir könnten mit euch, glaube ich, noch stundenlang weiterreden. Wir haben jetzt ja nur den Aspekt so über live diskutiert. Wir hätten über Produktionen können diskutieren, über Social Media. Hätten wir noch länger können diskutieren, wie man davon lebt, als Schweizer Musikerin, etc. Machen wir vielleicht ein anderes Mal. Schön, dass ihr da gewesen sind. Merci Hanna, merci Anissa. Danke für die Einladung. Tschüss. Das war es mit Helvetica für heute. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast etwas mitnehmen für dich. Vielleicht einen Gedanken, vielleicht auch eine neue Perspektive auf etwas oder einfach ein gutes Gefühl. Wenn dir Helvetica gefällt, ich freue mich über jede Unterstützung. Das machst du, indem du von diesem Podcast weitererzählst, indem du natürlich den Podcast abonnierst oder wenn du mir ein Feedback schickst per Mail oder per DM. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen, sobald sich ein neues Gespräch ergeben hat. Also, stay tuned. Bei mir ein bisschen so... Ist er ein bisschen hey, 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 check.